Stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Sorry für den Cringe. Das war meine Einleitung und zwar haben wir einen musikalischen Start in die Woche. Queen hat bekannt gegeben, dass sie im September ein neues Lied herausbringen. Der neue Track heisst Face It Alone und der kommt aus der Zeit, wo der Freddie Mercury noch mit der Band Queen unterwegs war. Das verspricht Nostalgie. Diese Woche steht im Namen der Liebe. Rebel Wilson ist frisch verliebt. Auf Instagram hat sie ein Bild gepostet mit ihrer neuen Freundin, der Ramona Agruma. Es ist das erste Mal, wo sie öffentlich verkündet, dass sie auch auf Frauen steht. So, jetzt noch ein Abstecher zu den britischen Royals. Nur ganz kurz, ich verspreche es. Diese Woche ist das erste Bild von der Tochter von Prince Harry und der Meghan Markle erschienen. Der Fotograf, auf der Lilibet ihrem ersten Geburtstagsfest Fotos gemacht hat, hat einen Schnappschuss von der Kleinen auf Twitter veröffentlicht. Dort sieht man, dass sie rothaarig ist und richtig cute. Bevor wir zu der Hochzeit des Jahres kommen, noch kurz zu ernsteren News. Der Justin Bieber hat in letzter Zeit gewisse Konzerte absagen und auf Instagram hat er jetzt verkündet, wieso. Seine rechte Gesichtshälfte ist gelähmt. Er hat das Ramsden-Hunt-Syndrom. Ein Virus hat bei ihm im Ohr die Nerven angegriffen, das dazu geführt hat, dass seine ganze rechte Gesichtshälfte gelähmt ist. Auf seinem Instagram-Video gibt er aber Entwarnung. Mit entsprechenden Gesichtsübungen kommt das alles wieder normal, es braucht halt einfach Zeit. Wünschen wir ihm gute Besserung. Jetzt zu den juicigsten News der Woche. Britney Spears hat zum 3. Mal geheiratet. Sie und ihr Partner Sam Asghari haben eine wahre Märli-Hochzeit gefeiert am Donnerstag oben. Spreche ich da richtig aus? Asghari. Anwesend sind Stars wie Selena Gomez, Drew Barrymore, Donatella Versace, Madonna oder auch Paris Hilton. An der Party nach der Zeremonie haben dann Madonna und Britney Spears ihren legendären Kuss von 2003 wieder inszeniert. Iconic. Vor der Zeremonie ist es zu einem skandalosen Zwischenfall gekommen. Der Britney Spears, ihr Ex-Mann, der Jason Alexander, hat gefunden, ich crash jetzt mal die Hochzeit. Während er live war auf Instagram, rennt er aufs Gelände und sucht Britney Spears. Er hat offenbar auf ein Liebesrevival gehofft. Oder so irgendetwas. Dazu habe ich noch ein lustiges TikTok hochgeladen. Ich versuche mich auf TikTok, aber es ist wirklich schwierig. Also mehr Respekt auch für die, die es checken. Ich bin lost. Anyways. Die Polizei konnte ihn festnehmen und laut ihren Informationen hat er sogar noch ein Messer dabei gehabt. Das war es mit dem Weekly Gossip und ich hoffe, dass du jetzt wieder up to date bist. Bye! Die Überleitung, Lago mio, schlecht. Kann ich Schweizerdeutsch? Er hat das Ramsay-Rump-Syndrom. Oh, Ramsay-Rump.